Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute ein Video nach unserer kleinen Saison-Anfangspause, wie wir immer machen. Nochmal in eigener Sache. Schaut bei uns im Shop vorbei, da haben wir momentan wieder richtig schöne neue aktuelle T-Shirts mit neuesten Aufdrucken da, von wegen Black Racing, Bierlänge. Wie gesagt, schaut da vorbei, deckt euch reichlich ein für den Sommer, der kommt nämlich auch bald. Vielleicht. Winter is coming. So, jetzt haben wir natürlich bei diesem Auto keinen Eiskratzer, das ist schon mal schlecht. Aber es lag eine Aluschippe rum. Eiskratzer ist mit im Set inbegriffen. Könntest du... Kann es sein, dass der Lack vielleicht... Probleme damit... Also an der Stelle... Kommentiert in die Kommentare, welcher von euren Freunden das genauso macht. Machen wir doch so, oder? Ja. Wir haben das auch schon mal mit Feuer gemacht, warum machen wir das nicht nochmal? Das Negative war, dass das Wasser gefroren war. Und wir konnten den Brand damit nicht löschen. Aber wer dieses Video noch nicht kennt, wir können es oben nochmal verlinken. Da soll die Alarmanlage angehen, aber ein Sportauspuff hat das Ding auch. War jetzt der Motor noch kalt? Oh nein! Dann machen wir es schnell warm, oder wie es hat? Ah, hier! Ey, auf Gas zu geben, was? Oh, guck mal, richtig Gas jetzt hier! Oh! Hier kommt doch gar nichts raus. Wolltest du eigentlich Gas? Da rückwärts ist da, wo er ist, ne? Das steht nicht für Rakete. Verkauft ihr den Sportauspuff? Ja. Nö. Sag das nicht. Nö, machen wir eben nicht. Den linken Den ich auch schon Rückfahrscheinwerfer? Den kann ich verkaufen. Beruhigt. Ist ja noch zu haben. TÜV abgenommen. Frisch. Da ist unser eigenes Label jetzt drauf. Beschlägt er manchmal von innen? Nö. Achso. Kann er nicht mehr. Er kriegt ja genug Frischluft jetzt. Oh! Ja, du kannst Auto fahren, weißt du? Dann liegt es nicht an! Komm jetzt! Ah. Wir holen ihn da gleich wieder raus. Ah. Die Nicole. Die stinkt her. Komm, Jungs! Aber wenn das schaffst du, dann sag ich, Golf ist ein gutes Auto. Am völligen Existenzminimum. Ganz schön leise. Der Hund ist eigentlich schon wieder drin. Ja. Warum denn schneller jetzt? Was ist eigentlich mit schneller? An dem Unterfangen, der Motor hat jetzt seine 90 Grad. Okay. Der Auspuff wird doch irgendwie verbrannt. Wenn da Genau, Plastik gar nicht. Soll ich auch mal? Oh, das war jetzt aber nicht jeden Aufruf gemeint, oder? Oder Community, was meint ihr? Oh, was macht er jetzt? Schreibt jetzt. Für Lau wurde auch noch hingestellt. Ich sag mal so, vorbildlich. Ach ja, übrigens, wir brauchen noch ein Allradfahrzeug. Am besten so hoch. Und wie gesagt, Vierradantrieb. Richtig Bums auf der Hütte. Wie viel zahlst du? Ich zahle, je nach Zustand des Kfz, bezahlen wir, die Firma Dumtüch, 10 Euro. Na, könnten vielleicht noch 100 werden oder 150 oder vielleicht noch 200. Kommen wir nicht mit 4 Zylinder, wo nur 3 laufen oder so ein Scheiß. Aber davon haben wir hier genug stehen. Können wir den auch aus Bayern abholen? Nein, eben nicht. Aber der kann uns jemand aus Bayern nach hierhin bringen von mir aus. Der muss ja auch fast nur durch komplett Deutschland, aber ist ja okay. Großraum Münster wäre schön, ne? 50 Kilo um Münster. 50 Kilo um Münster. Wann geht's am Panzer weiter? Ja. Wir haben jetzt mittlerweile erfahren können, dass wir den Motor doch komplett rausschmeißen müssen. Da wir aber diesen super tollen Schneefall haben und der uns alle Pläne durcheinander gebracht hat, haben wir gesagt, bauen wir erstmal ein Pavillon da drüber, damit der Schnee nicht auf den Motor kommt. Aber
Das hat auch nichts gebracht. Jetzt müssen wir auf jeden Fall den Motor nochmal irgendwann ausbauen. Dann werden wir uns endlich mal um die Schläuche kümmern, Leitung kümmern, Öle kümmern und dann machen wir... Ja, Golf, wir nehmen uns jedes Mal irgendwie wieder was an und wieder was an und ein neues Projekt hier, ein neues Projekt da und irgendwie überschneidet und überkommt alles auf einmal. Und ja, jetzt haben wir 2 coole Dudes gefunden, die auch bei uns in der Region wohnen, die auch Schrauber sind, schon einige VR6 Motoren oder auch Fahrzeuge im Golf gebaut haben und aufgebaut haben. Mit TÜV haben wir vor, mit den beiden eine Kooperation zu starten, wo wir, ich hoffe, den Golf nur hinstellen müssen und nachher nur auch mit Schilder und allen Pipapo, TÜV drauf, nur abholen müssen. Natürlich wollen wir das Ganze selbstverständlich mit der Kamera mitverfolgen. Die ein oder anderen Sachen, Fortschritte, wie wir da vorankommen, wie die Jungs da vorankommen. Und somit hätten wir dann vielleicht schon mal ein Projekt weniger auf der Brust. Das ist der Fiat-Motor. Ganz ehrlich jetzt? Festhalten. Die Laufbuchse gibt es nicht mehr. Ja, Zylinder 6, glaube ich, war es, ne? Ja, hatte sich natürlich nach einer Bremsenreinigerkur von Stefan Ermüdungserscheinungen hatte er. Und somit hat er die halbe Laufbuchse komplett aufgesprengt. Jetzt haben wir da einen Riss in der Laufbuchse. Und dann war ich damit beim Motorenmacher. Der kennt uns auch ganz gut. Und hat gesagt, geht am besten mit einer Fiat oder momentan ist es ja Iveco. Dazu müsstet ihr aber am besten eine Fahrzeugnummer haben. Ich sage, das ist aber von keinem Fahrzeug. Ich sage, das Ding war mal in meinem Schiff verbaut. Jetzt hat er natürlich nur gesagt, wieso, das Ding muss ja eh nur für 2, 3 Mal, 4, 5 Mal laufen. Schweißt das doch einfach. Genauso wird es jetzt passieren. Die Laufbuchse wird mitgenommen, dass es der Guss ist. Weg, Gusselektrode. Fein säuberlich, tipptopp. Wie Ei nachher. Na egal, wenn das, wir müssen mit der Messuhr dann nachher anschließend nochmal da durch und dann zu prüfen, wie eich die Laufbuchse jetzt geworden ist. Wenn es zu viel ist, müssen wir das natürlich nochmal nacharbeiten. Das habe ich auch schon soweit durch mit ihm. Wenn das der Fall sein sollte, oder wenn es nicht mehr vertretbar ist, ich meine, ein bisschen Öl verbrauchen. Sag mal so, wer gut schmiert, der gut fährt, ne? Also somit haben wir den vielleicht irgendwann in diesem Jahr auch mal wieder am Start. Der ist gar nicht so verdichtet, oder? Ja, der fährt ja immer nur, der muss da mal frontal mit dich drauf. Ich weiß gar nicht, was der hier rumhampelt. Ja. Ja, erstmal Auto ausmachen. Ja! Jetzt ist die Batterie wieder vom Schaukel wieder Junge. irgendwo an eine Motorhaube gekommen. Sagt Auto dann, mir hat Kurzschluss. Ich tu's nicht mehr. Hat er nicht extra gehabt? Was macht der denn da? Was machst du da? Ja, Junge, wir machen jetzt hier nicht, lass die auf dem Acker stehen lassen. Der gehört in den Container, gehört der. Hallo, das Ding war umsonst und wurde auch noch hingefahren. Ja, das war die ganze Vollgas, die ganze Zeit. Haben wir sonst noch irgendein Auto da hinten? Ja, Haben wir noch was eins? Cooles. Geh mal gucken. Wir haben da noch einen Golf stehen, schwarz. Der Kameramann hatte gerade eine super Idee. Wir können ja mal mit diesem tollen Bus da drüber fahren. Fände ich auch total super. Aber, wie ihr wisst, nach dem letzten Mal, da der Anlasser ja wie irgendeinen weg hat und Stefan unbedingt einen neuen haben musste, der jetzt da im Schnee vor sich hin rottet. Aber der ist ja gestern gekommen, oder? Gestern vor 3 oder 4 Monaten. Jetzt liegt er da. Und wir könnten ja jetzt prima, weil wir so viel Schnee haben, damit wir jetzt richtig rumheizen. Schreibt so in die Kommentare, Stefan ist ein Arsch. Hätte der schon längst fertig, ne? Wenn wir jetzt damit rumfahren auf Schnee, dann würden wir noch Spaß kriegen hier. Und nein, wir hier mit einer Blechschippe durch die Gegend ganz da. Was ist besser als 2 Busse? Schreibt es in die Kommentare. Richtig. Der nächste Bus hat leider keine Scheiben mehr. Aber ist natürlich perfekt für den Sommer. Dann braucht man ein bisschen Fahrtwind, ne? Sieht die Haare und so. Ja, wie gesagt, der 3. Bus ist auch geordert. Wir warten nur auf den Spediteur, aber der kann ja momentan auch nirgendwo hinfahren, weil ich glaube, die letzten paar Tage habe ich so viele LKWs hinterm Schlepper, aber hinterm Trecker fahren sehen. Ist schon irre. Vater kommt. Oh, ich geh aus! Du alter Farmer! Römmelt einfach nur hier durch, ey. Mach mal ESP aus. Ist aus. Oh nein. Oh, jetzt hat er eingebuddelt.
Geländeauto. Das fängt schon an zu stinken. Ob das reicht, oder? Oh. Das stinkt auf jeden Fall. Erstmal warm. Ja. Machst du doch sonst auch immer. Ja, irgendwie ist der Schnee, glaube ich, doch ein bisschen zu hoch. Nach einer Bierlänge weiter haben wir uns jetzt dazu entschieden, das Auto ein wenig abzuspecken. Jetzt haben wir das Ganze in der Nummer kleiner gewählt. Nicht als Kombi, sondern nur als Limousine. Fahr jetzt! Nein, ist nur der Arsch. Ja, mit hinten drüber, das wäre lustig. Die Eiche. Ja! Das Auto ist aus. Ich glaube, du kommst da auch so nicht mehr weg. Oh Mann, ich glaube, ich komme hier nicht mal raus. Holst du den Brenner. Das Auto ist ja noch warm, das schmilzt sich jetzt langsam durch und dann kann ich da morgen wieder wegfahren. Okay. Vorsicht! Aber dann müssen wir morgen nochmal machen mit noch mehr Schwung, oder? Ja. Vielleicht kommt man ja mit drüber. noch mehr Schwung. Ah, ich hatte nicht mehr viel gefehlt. Du bist ein ganzes Stück wieder ganz zurückgekommen. Ich hab gedacht, jetzt schafft das. Ey. Der hatte auf einmal hier richtig mit wegrutschen und dann gegen die Eiche, ey. Oh, Leute, ich habe es gefunden. Die Quelle. Dann trinken wir noch eben bis morgen 1, 2 Bier und dann melden wir uns wieder. Machen uns die Nacht warm. Schau. Ja, neuer Tag, neues Glück. Licht ist wieder da. Ja, ich habe das Auto schon mal wieder runtergezogen. Altes Auto, altes Öl. Muss man immer vorsichtig warm laufen lassen. Oh. Was eigentlich so? Je länger der im Kaltstand ist, desto mehr Verschleiß, oder? Stimmt. Deswegen kurz warm laufen lassen, damit er nicht so lange im Kaltstart ist. Das schöne Auto. Oh, ich glaube, das ist gut verdichtet. Lebst du noch? Stefan! Bist du noch da? Stefan, bist du noch da? Wolfgang! Du hast ja einen Graben! Wo kann das an? Ganz schön tückisch im Winter, wa? Boah, kein Gramm eingesunken hier. Ja. Ui. Aber der hat einen Ui. Oh, der ist doch wohl tief. Aber der hat einen Schweinepin. Oh. Junge, der ist auch ganz schön schräg, ne? Irgendwie wohl, ne? Eieiei. Rüdiger, nicht so tief. Wer hat die hingekackt? Entschuldigung! Wir haben ja keine Toilette hier. Richtig. Ja. Oh Mann. Hallo! Alter. Stefan! Bist du noch da? Wie kommst du jetzt auf die Seite vom Oh Meer? Mann, jetzt habe ich mich festgefangen. Jetzt müssen wir das Auto immer hier rauskriegen. Hattest du jetzt Angst? Was? War aber doch ein ganz schöner Flug. Ja, ich denke, mit diesem Video konnte man wieder prima zeigen, dass man nicht unbedingt auf diese aufgehäuften Schneehaufen fahren sollte. Weil es könnte ja passieren, dass man auch auf die andere Seite des Berges gelangt. Aus ungeklärten Grund. Ja, Graben sollte man auch vermeiden, weil der Graben kommt erst hinterm Schneeberg, komischerweise. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei uns im Shop vorbei. Schnaps haben wir natürlich auch vorrätig, damit das auch bei diesen kalten Temperaturen immer warm raus wird, von innen heraus. Und bis dahin, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.